Wie viel Geld hast du jetzt gerade auf deinem Konto? Vielleicht 10, vielleicht 30.000 oder vielleicht auch nur 100? Dem werden wir heute auf den Grund gehen, denn ich habe meine Zuschauer gefragt, was sie auf ihrem Konto haben und wir werden jetzt die Kontostände meiner Zuschauer bewerten. Und ich werde meinen Kontostand auch am Ende des Videos legen. Viel Spaß. Guck mal, das hier ist schon mal so eine Sache. Ist das fake oder nicht? Also die Zahl ist schon sehr random so. Also 100... ach scheiße, es wäre auch besser gewesen, dann hätte ich so Alter von euch und so noch. Also 100.000 ist schon krass, Digga. Also ich habe nicht mal 100.000 vielleicht. Aber also 15 Monate verteilt über knapp gefühlt 100.000 1000 vielleicht Jahre. gerade. Aber, Bro, 100 Mio? Ach, Digga, das ist ein Punkt. Hoppa, ja, okay, dann Fake. Alright, was haben wir hier? Minus 80 Euro. Jo. PayPal Europe Saal 106 Euro. Das sieht sehr nach Twitch aus. Vodafone 90 Euro. Fitnex GmbH 28. Ja, ey, Digi, also minus 80. Ich weiß nicht, warum du trotzdem die ganze Zeit diese Sachen da kaufst. Digga, PayPal Euro. Was war das, Bruder? Keine Ahnung. Er hat nichts dazu geschrieben, leider. Na gut. Konto von Luca 331. Ja. Das ist ich würde sagen, das ist so stabiles. Man ist 15, 16 und hat gerade Cash bekommen, Konto. Checkt ihr? Vielleicht 14, 15. Man hat gerade Cash bekommen. Man ist gut, man ist Hayat, Leben ist Hayat. Versteht ihr? Ui, ist das Revolut? Das ist Revolut, ne? Digga, Revolut W-App. Ich habe gar keinen Sponsor mit Revolut. Aber ich sag's nochmal. Ich habe Revolut benutzt. Da hatte noch keiner Werbung gemacht für Revolut. Noch keiner. Ich finde Revolut ist klasse. Revolut, falls wir irgendwie Werbung machen wollen, ey, ich bin da. Ich finde Revolut klasse. Ich bin Day One. Ja, okay, aber also 19 Cent, Bruder, ich küsse dein Herz. Vielleicht weniger Spotify bezahlen, Bro. Was ist das? 110? Was ist das für eine App, Digga? Das sieht nicht nach dem Konto aus, keine Ahnung. Finanzguru? Keine Ahnung. Noch nie Finanzguru benutzt, weil ich nicht kann, weil es in Luxemburg verboten ist. Also nicht verboten, aber geht nicht. Gut. PayPal 6,42 Euro. Ja. Brauche ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, ne? Ich schreibe halt... Bruder, ich habe extra dazu geschrieben, ihr sollt was dazu schreiben. Bruder, keiner schreibt irgendwas dazu. Geil. Musst du OP bezahlen? Bruder, warum schreibt ihr das denn nicht? Schreibt das doch. Alles für Wähler ausgegeben. Alter, schon wieder Revolut aber. 12 Euro. Chat, ihr müsst mir... Guck mal, wenn ihr kein Geld habt, dann gebt kein Geld aus für Skins oder so irgendwo. Wenn ihr 100 Euro habt, okay, gönnt euch. Dann habt ihr noch danach 50, 60, 70. Aber wenn ihr 20 Euro habt und ihr kauft euch direkt wieder das Skin und ihr habt dann 0, ist doch scheiße. Einer tut auf Millionär. Ich? Chat, tue ich so? So, dann haben wir jetzt Clintoni mit 166.000 Euro. Am 27.05.2024 aktualisiert. Wow, was ist das hier? Toxikaka Alola wird in Albanien gerade durchgenüttelt wie eine gute Pasta. Ich ignoriere das einfach. 0,50 Euro. Geh arbeiten. 41 Euro, geh arbeiten. 1 Cent, geh arbeiten. Spaß. Oh, nur mein Aktienkonto, Main-Konto 3K. Sorry, Bro. Oh, was hat er denn? Ich kann's nicht sehen, geil. Ach, Digga, das mich voll interessiert, was du jetzt hast, Digga. Warum zeigst du nicht? Och, Mann. Ehrenlosestes Format soweit. Mann, ist nicht so deep, Digga. Geld sollte nicht die Widerspiegelung eines Menschen sein. Ich hab das nur gesehen. Hier, stimmt, Credits gehen raus von Marco. Ich hab's bei Marco gesehen. Marco klaut sehr viel von mir. Da dachte ich mir, komm, ich guck mal, was Marco macht, damit ich auch mal was zurückklauen kann. Checkt ihr? Es geht hier echt immer nur um Geld, Mann. Bruder, Schwommen, laber mich nicht voll. Pum. Verstehst du, Schwommen? Tom, danke bis am 5. Dankeschön. Aua, nein, verstehst du nicht, was ich meine gerade? Ah, jetzt checkst du, oder? Jetzt checkst du, oder? Geld, ja, rede mal ein bisschen. Keiner checkt außer wir. Hab mal mit Twitch 48 Euro verdient. Oh, stark. 200, ich sag diese 200 bis 600 gute Bereich. Also für das Average-Alter jetzt vom Chat. Also wenn jetzt so 15, 15, 16. Obwohl ich mittlerweile auch sagen muss, in the Big 2026 ist es vielleicht doch kein gutes Average mehr. Digga, aber ich glaube, ich check nicht. Ich will jetzt nicht der sein. Aber, Digga, man kann mittlerweile so geisteskrank einfach Geld verdienen, glaube ich, online. Als Jugendlicher. Einfach mal so nebenbei. Na, mit 15 bis 16 steht bald Führerschein an. Da soll 15 bis 16 Führerschein? Wie denn? Bro, alleine. Also, sorry, wenn ich jetzt sage. Aber alleine TikTok, Digga. Bro. Das, auch wenn es jetzt nicht die 1000 Euro sind, aber ihr könnt mit TikTok, wenn ihr nur ein bisschen macht, es ist nicht, ihr macht eine Woche und dann, passiert nichts, ich hör auf.
Bro, mach TikTok 3 Monate, so einfach nebenbei, so ganz auf diese lockere nebenbei kurz, Digga, und selbst wenn es nur 100 Euro sind oder 200 Euro, tamam, Bruder. Ach, ihr braucht mal Gewerbe für die Scheiße? Hä, ist das nicht, braucht man nicht? Ach nee, in Deutschland ist das an. Oh Gott, Deutschland, Bruder. Oh Gott. Ja, also ich glaube, in Luxemburg ist so, solange du unter 11.000 bist, die jucken sie sich einfach nicht für dich. Du musst auch 0% steuern, gar nichts. Juckt die einfach. Du existierst nicht. Sobald du drüber bist, tamam, du brauchst was. Juckt die nicht, aber müsst ihr theoretisch anmelden? Ja, das kann sein. Das hat mir der Typ, glaube ich, damals auch gesagt. Ich glaube, ich habe so 4 Jahre Geld verdient mit Twitch. Vielleicht kennt die Leute noch die Story. Ich habe schon so 3, 4 Jahre Geld verdient mit Twitch. Jetzt nicht so viel, aber schon ein bisschen. Und dann gehen wir das erste Mal Steuerberater. Und dann guckt er sich das so alles an und sagt so, ja, also eigentlich müsstet ihr das und das und das anmelden, aber scheiß drauf, macht nicht, juckt die eh nicht. Dann hab ich das gemacht und es ist nie was passiert. Tamam. So, ist da 4 Euro. Eieieiei. Edeka, Penny sagt danke, Rewe sagt danke. Bruder, merkst du was? All die Großen da oben, die sagen danke, Bruder. Bruder. Edeka sagt danke, Penny sagt danke, Rewe sagt danke, Digga, ich kann nicht mehr reden, Alter. DM sagt danke, aber wer sagt danke zu dir? Hä, nee, das macht keinen Sinn. Ach, Digga, Bruder, ich geh offline. Was laber ich hier gerade? What the fuck, ich kann nicht mehr reden. Was? Digga, mein Portemonnaie wurde geklaut, dementsprechend auch meine EC-Karte. Jetzt sieht mein Konto gefühlt leer aus. Okay, das ist low-key lustig. Nein, das ist natürlich nicht lustig, ist richtig scheiße. 112 Euro ist aber noch valid, sag ich. Noch valid. Das ist valid, Bro. Ganzes Geld für Ott ausgegeben. Ich hoffe, das stimmt nicht. Bitte hör auf damit. 1,73 Euro gearbeitet. 25 Cent gearbeitet. Guck mal, aber das bestätigt ein Grund, warum ich das noch mache. Ich habe das schlechteste die schlechteste Zuschauer-Sub-Ratio, die es gibt auf Twitch. Und jetzt weiß ich warum. Bro. Meine Zuschauer haben alle kein Geld. Scheiße. Meine PayPal-Balance war noch nie höher als 0. Ja gut, bei PayPal habe ich auch gar nichts, Digga. Ich guck mal kurz. Ich habe PayPal 92 Euro. 92,76 Euro. 1800. Das ist ein Tamam-Konto, Bruder. Gönn dir, Bro. 1800, mashallah. Nicht schlecht. 90 Cent ist wiederum scheiße gearbeitet. Sorry. Digga, vor allem der größte Arbeitslose von allen hier gerade sagt den anderen, sie sollen arbeiten gehen. 15 Euro gearbeitet. Sorry. Weil ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Digga, ich find's interessant, was ihr alles für Apps habt. Was ist Comedy Direct? 42 Euro. Ja, tamam, kann man machen, so, weißt du. Da kommen wir wieder zu einer Summe, wo ich mir denke, Bruder, bist du Sub? Ne, oh. Nee, bist du nicht. Auch mal gönnen, Bruder. Auch mal gönnen. Alles für Vale ausgegeben. War der nicht schon mal? Bin 14, aber geht fit. Digga. Bin 14, aber geht fit? Say wallahi, Bro. 1400? Bist du krank? Digga, aber ich find's geil, wie alle Revolut benutzen. Ich hab keine Anteile an Revolut. Digga, hat Revolut Aktien? Da muss ich jetzt kurz dran nachschauen. Muss ja eigentlich. Revolut. Okay, das ist wahrscheinlich irgendeine andere Company. Ist irgendein Aktientyp da, der weiß, ob Revolut eine Aktie hat? Also wenn ich Revolut eingebe, kommt auf jeden Fall nix. Aber es kann sein, dass die unter anderem Namen da registriert sind oder so. Nee. Schade, Digga. Ich bin riesiger Fan von Revolut. Ich kriege kein Geld von denen. Nix. Ich liebe Revolut. Digga, er schreibt weinen und sie oder er schreibt, oh, Kawaii, Profilbild, oh, sorry. Er oder sie schreibt weinen, aber hat 800 Euro auf dem Euro. Alter, es tut mir leid, ich kann heute nicht reden. Was ist heute mit mir los, Digga? Oh mein Gott, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Frischers, Fitz, frisch, Bruder. Oh mein Gott. Gesundheit, danke. 2500 Euro und kein Sub. Kein Sub. Sonstige Gebühren, cool an, Scoot-Schrift. Keine Ahnung, was das alles ist. 2500 Euro, sehr stark. Ich habe mir von der Community auf LavyMod Voice Chat 6 Euro für einen Minecraft-Account geschnurrt. Dabei habe ich vergessen, dass es Steuern IRL gibt. Und jemand hat mir dann noch 75 Cent gegeben. Für den Minecraft-Account würde ich sagen, Digga, wer sich einen Minecraft-Account kauft für 6 Euro, kann mir nicht sagen, dass er Steuern bezahlt. Bro, du hast keine Steuern bezahlt. Was für Steuern? Doch, von der Web? Ach, von der Webs. Ach so, mein Gott.
Diese MHST, Mehrwertsteuer oder wie die Scheiße heißt. Seit Ausbildung schon 470 € beim Mc's gelassen, by the way. Zweites Jahr beginnt bald, also hoffen wir noch auf die 500. Stark, Bro. Ich hoffe, du hast fleißig Mc's-Punkte gesammelt. Digga, ich bin so ein Bastard, dass ich nie... Guck mal, das ist das Problem, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man Luxemburger ist. Ich habe nie richtig McDonalds-Punkte gefarmt. Also nie, ich habe nie McDonalds-Punkte gefarmt. In Luxemburg gibt's das nicht. Und ich dachte mir immer, ja, okay, wie oft bin ich in Deutschland bei Mc's? Scheiß drauf, aber ich bin richtig oft in Deutschland bei Mc's. Und das ist scheiße, Digga. Das ist scheiße. Ich habe 0 Punkte, nix. Du hättest dir jetzt schon alles kaufen können mit den Punkten. Ja, ich weiß. Ich habe mir jetzt endlich mal einen Account gemacht, aber... Ja, das ist auch schon zu spät, Digga. 49 Cent. Ja. Ist das viel? 700 €. Schweizer Franken, sorry. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, nein. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, das ist nix. Du bist Schweizer, Bro. Und du hast nur 720 Schweizer Franken. Loser. Wo sind deine 5000, Bro? Hell nah. Arbeite Teilzeit, aber der Traum vom Streamer lebt. Lass es sein, Bro. Schmeiß den Traum hin, Bruder. Wie kannst du minus 1100 € haben, aber auch noch arbeiten, Bruder? Wie geht das? 1100 € minus! Bro! Was kaufst du, was so wichtig ist, dass du ins Minus gehen musst? Wenn ihr das Geld nicht habt, dann kauft nix! Das habe ich damals auch gemacht, als ich kein Geld hatte. Essen? Ja gut, aber ich bin mir sehr sicher, also ja. Bro, niemals essen, niemals ist das Essen, niemals. Niemals ist das und nur Essen, niemals. So, weiter geht's. Ende des Monats, 87 Cent. Aber weißt du was? Du hast ein besseres Konto als alle anderen. Du hast nämlich 87 Cent, die anderen haben minus 1000. Digga, das so ist gut. Gib nichts mehr aus, wenn du kein Geld mehr hast. Geh nicht ins Minus. Bleib dabei. 1,9 Durchschnitt, Zeugnisgeld. Schon 100 € weg, alles auf Claude. Digga, soll ich mir auch Claude mal holen, Alter? Jeder sagt, Claude ist 100-mal geiler als alles andere. Jeder schwärmt von Claude. Ich habe noch nie in meinem Leben Claude benutzt. Aber ja, ey. Stabiles Konto, Bruder. Stabiles Konto. Ne? Digga, 116.000. 116.000. Geisteskrank. Depot ist fake. Wie das Fake? Schau mal an und scroll runter. Warum lassen die das da drin? Achso, die Mods haben wahrscheinlich auch nicht gecheckt. Ach, Digga. Das ist ja wirklich fake. Wie scheiße. Wie peinlich, Digga. Hat er vor 2 Monaten noch um die 4K, bin aber umgezogen. Oh mein Gott. Digga, ich werde auch noch so auf meine Kosten kommen. Oh mein Gott, Digga. Ich werde... Guck mal, ich sag das ganze Jahr schon. Nein, Leute, ich werde keinen Sellout-Stream machen. Nein. Digga. Ich muss... Also nächsten Monat, hoffentlich... Nächsten Monat kriege ich mein erstes Haus. Madeira. Und September kriege ich hoffentlich mein zweites Haus. Und dann müssen Möbel gekauft werden. Und noch abbezahlt, das ist natürlich auch noch, ne? Digga, ich bin sowas für den Videos da. Oh nein, 2 Häuser und dafür dann 1 Monat Sellout, du Armer. Digga, was laberst du? Bro, ich kann nicht in einem Monat Sellout streamen, so viel verdienen, dass ich alle Häuser abbezahlt habe, plus die Möbel, Bruder. So funktioniert das nicht. Also ich müsste wahrscheinlich 2 Jahre Sellout machen. Was auch krass ist, aber ich mach kein Sellout mehr. Mach ich nicht mehr. Ich lass mir irgendwas anderes überlegen. Ich mache irgendwie so 30 Tage live, beziehungsweise so lange live, wie ich keinen Bock mehr habe, aber pro Sub irgendwie Verlosung, irgendwie sowas. Dass so der Reiz da ist zu subben, aber ich will euch nicht mehr abziehen. Ich sag's euch ins Gesicht, ich will euch nicht mehr abziehen. Ich will nicht mehr Subs verlangen für den Timer, wo ich dann penne, versteht ihr? Will ich nicht mehr. Nicht mehr? Ja, Bruder, also ich habe schon mein Bestes gegeben, dass ich so wenig wie möglich schlafe und wenn ich mal mehr geschlafen habe, dass ich den Timer dann trotzdem hochgemacht habe. Aber, ja. In Germany we say, scheiße, der ist satt. Du Bastard. Ich will Red Bull. Ich hab noch ein bisschen auf was auf der Lager, wenn du willst. Komm rüber, Bro. Ach du Scheiße. Minus 24.000 €. Du Bastard. Was hast du gekauft? Was hast du gekauft, dass du minus 24.000 € im Minus bist? Was hast du gekauft? Say Wallahi, Bro. Say Wallahi. Ich schreib dir jetzt an. Er schreibt nicht zurück. Wisst ihr was? Ich rufe ihn jetzt an. Ich rufe ihn gerade an. Er geht nicht ran. Finanzamt hat geklopft. Das kann natürlich auch sein, ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Scheiße, Digga. 13 € von Check24 bekommen wegen Tippspiel. Bald endlich Geld bekommen mit FSJ. Bin 16, by the way. Juhu, 16 €. Wow. Yeah. Wow. Yeah.
Bro, meine Eltern haben 100.000 im Minus. Okay, ich sag aber, es ist was anderes, wenn du erwachsen bist und ein Elternteil bist und 100.000 im Minus bist, als jetzt ein... Ich weiß halt nicht, wer einer ist, das ist das Problem. Aber kann ja sein, deine Eltern haben irgendwie Kredit genommen oder weiß ich nicht, sowas. Ich hab auch... Wollt ihr bei mir sowas sehen? Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Das ist, glaube ich, nicht so deep, I guess. Ich kann euch bei mir mal mein Minus zeigen. Also, Kredit-Minus halt, ne? Ach, ich kann keine Screenshots machen. Wie scheiße. Oh mein Gott. Ja, ich kann keinen Screenshot machen, aber ich sag die Zahl einfach. Minus 552.466 und 44 Cent. Boah, right. Oh nein, 6 Monate Stream. Ich mach nicht mit 6 Monaten Stream so viel Geld. Ich mach nicht mit 6 Monaten so viel Geld und das weißt du. Digga, ich mach das auch nicht in einem Jahr, ich mach das auch nicht in 2 Jahren. Mit Stream. Sorry, eine Woche? Nein. Falscher Streamer, sorry, verwechselt. Ey, passiert, Bro, passiert. Okay, weiter geht's. Kontostand 5, gearbeitet. Bin arbeitslos seit 2 Monaten und das ist alles, was ich habe. 72 Euro. Ja, dann würde ich mir demnächst mal wieder eine Arbeit suchen, weil das wird ein bisschen knapp, glaube ich, oder? 270 Euro? Könnte ein bisschen knapp werden. 10.000 Euro. Einfach so. Ey, gönn dir von der Herzen, du hast alles richtig gemacht. Und schon wieder Revolut. Bonus sichern? Bis 200 Euro für jede Einladung bis... Was? Habe ich das auch? Bei mir steht das nicht, glaube ich. Warte mal, wenn ich euch mit meinem Link jetzt einlade und ihr holt euch Revolut, kriege ich dann Geld? Hey! Was? Bei mir steht was anderes. 40 Euro pro eingeladener Person bis zum 4. August. Warte mal, 40 Euro pro Person wäre geisteskrank. Warte mal. Wenn ich euch jetzt den Link schicke und ihr holt euch Revolut mit meinem Link, kriege ich 40 Euro? Okay, ich habe aber, also es gibt ein Problem. Ich habe Angst, dass wenn ich euch den Link schicke, wir dann irgendwie befreundet sind in Revolut und ihr alle meine Daten habt. Das wäre scheiße. Aber das ist auch ein guter Call, ne? Hätte ich ein Placement mit dem, würde ich wahrscheinlich das 10-fache bekommen. Ich warte, bis Revolut irgendwann an der Tür klopft. Revolut muss irgendwann an der Tür klopfen. Ich bin ein Riesenfan. So, wir machen jetzt keine Werbung mehr für Revolut. Was ist das für eine App? Was ist das? Egal. 140 Euro, gönn dir. Random A-Konto. Schon wieder Revolut. Sorry. Bis gerade nicht gewusst, dass ich das habe. 300 Euro. Ist aber ist gut. Digga, wollt ihr mein Revolut-Profilbild mal sehen? Digga, das ist so ein peinliches Profilbild. Ich habe das irgendwann mal reingemacht. Ach, ich kann euch das nicht zeigen, wer da alles steht. Ja, auf jeden Fall habe ich ein Anime-Girl, das Profilbild, Digga. Tot. Tot. Vielleicht zu viel in Skifahren investiert. Also du hattest 1400 Euro, hast dann 200 Euro nochmal dazu bekommen, hast dann 1500 ausgegeben, hast jetzt 71 Euro. Jo, Digi. Schere, Digi. Gut. Aber ich sag, wenn du in Skifahren investiert hast, gute Investition. Skifahren, Snowboardfahren, beste, was es gibt auf der Welt. Wallabilla sogar. Kann sein, nächsten Winter, ich mach 3 Monate einfach gar keinen Stream und Snowboarde nur. Jeden Tag. Kann sein. Digga, ich hatte wirklich die letzte Ski-Season hatte ich den Peak meines Gipfels erreicht, Alter. Das war so geil. Oh mein Gott. Wow. Gute Investition. Bruder, ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht reden heute. Bitte, wenn ich mich irgendwie verspreche heute oder so, bitte kommentiert es einfach nicht, okay? Minus 50 Euro, zahlen Sie Geld ein, um Ihren ausstehenden Betrag auszugleichen. Jo, Schlüsselwolke, ich würde mir da mal ein paar Gedanken machen und vielleicht ein bisschen, ne? Genau. Hab 2 Konten da, wo ich Geld habe, nur weil ich meine Playstation verkauft habe. Minus 1100, 261. Ja, sieht auch ganz schlecht aus, Bruder. Dann haben wir hier wieder 100 Millionen. Jo. Dann haben wir hier wieder Digga, ihr habt ja alle kein Geld! Leute! Ihr habt ja wirklich alle kein Geld! Das ist ja krass. Leute, wisst ihr was? Kündigt euren Sub. Also das ist ja schrecklich gerade. Bro, deswegen hast du auch kaum Subs? Ja, dann will ich lieber 0 Subs haben. Dann schaut lieber einfach die Werbung. Meine durchschnittlich 15-jährige Community hat gar kein Geld wie Erwachsene. Malte, du kleiner Bastard. Ich schwöre, ihr underrated alle das Alter von meiner Twitch-Community. Ich schwöre, das macht mich so sauer. Natürlich haben wir 15-Jährige, natürlich haben wir 12-Jährige, natürlich haben wir 13-Jährige. Aber wir haben auch scheiße viele 18, 19, 20-Jährige. Lecke Eier und nimm mein Geld, ist das von meinem Vater. Okay, ja dann. Ist das die umgekehrte Psychologie gerade? Also ich habe gesagt, ihr sollt nichts haben und ihr habt jetzt? Wir machen weiter. Da wurde vielleicht ein wenig viel auch in Counter-Strike gesteckt. Ach, Digga. Gänsehaut. Keine Ahnung, wofür ich ausgegeben habe. Jo, geil. 6,6. Minus 123. 4 Euro. 0,01 Cent. 0,05 Cent. Bruder, ihr habt alle kein Geld. Bin 17, der Rest ist fürs Setup und ist draufgegangen. Ja, das ist gut. Für 17 ist gut. Da kommen wir jetzt zu den Big Ballern. 4700. Sehr guter Käse und er Sub und hat ein geiles Profilbild. Sehr stark gemacht. Gut gemacht.
Und, oh, warte mal, du hast sogar, oh, das hast du sehr gut gemacht. Du hast eine Zundere als Profilbild. Kann man mein Ticket? Wer hat nicht gegönnt? Pff. Boah, ich muss aber auch sagen, das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich jetzt vielleicht den einen oder anderen Scheißchen in der WM hatte. Ich habe jeden, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, dass Sportwetten auch nichts sind. Ich habe jeden einzelnen Schein verloren. Alles, was ich getippt habe, war genau das Gegenteil. Alles. Ich habe alles verloren. Alles. Daher kommt der 500.000 Kredit. Nein. Ich glaube, ich habe so insgesamt, was scheiße vieles, aber ich will es gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe so insgesamt, Eldos meinte, ist gut. Nein, mach das nicht, Digga. Mach das nicht. Retalk. Also, ich habe alles verloren. Also, ich bin jetzt auch nicht mit viel reingegangen. Das war immer nur so ein bisschen einfach so. Boah, also, würde ich euch den echten Grund sagen, warum ich das gemacht habe? Ich glaube, ich will geköpft werden von euch. Welche Matches hast du getippt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das tut mir ein wenig weh zu sehen, wie ein paar junge Leute am Existenzminimum hängen. Wollen wir einem Pleitegeier sein Konto ausgleichen? Ich 50 zu 50 Euro und die müssen noch ein paar Challenges machen. Soll ja nicht vom Himmel fallen. Oder einer führt sich hier gerade auf wie die hier, warte. Einer denkt, er ist wirklich VIP von Squid Game, Bruder. Ja, komm, lass einfach 100 direkt nehmen und die müssen sich gegenseitig battlen und der Gewinner kriegt Geld. Lass direkt so machen, oder? Boah, low-key? Das wäre eigentlich eine geile Content-Idee. Ich hole mir 100 Leute, die wirklich gar kein Geld haben. Der Gewinner kriegt 50.000 und alle anderen kriegen gar nichts. Wow, Cinema. Ich bin dabei. So, weiter geht's. Wurde um 4.000... Bruder, wie kannst du um 4.000 Euro gescampt werden? Gib doch Kontext, Bruder. Wie kann es sein, dass du um 4.000 Euro gescampt wurdest? Bro, was laberst du? Also, kann nicht sein. Mache Praktikum für Fachabi und bekomme 325 Euro im Monat. Bestellung für 60 Euro von gestern ist noch nicht abgezogen. Also ich sag 300 ist okay. 300 ist Tamam. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber 300 ist Tamam und du Praktikum. Ja, ist okay. 325 im Monat ist zwar wirklich die... Ich weiß nicht, wie viel du arbeitest, aber... Also wenn du 8 Stunden am Tag arbeitest, 325 im Monat, geisteskrank. Aber ich glaube, das ist so... Wie viel Geld hattest du mit 15? Gar nichts. Digga, ich glaube so average... Achso, was heißt gar nichts? War schon was. Ich hatte schon was. Also ich hatte jetzt nicht 0. Ich würde sagen, ich war so bei einem Average von 300. Also so wie hier auch gerade. So 3, 4, 500. Ab und zu hatte ich mal so 1600, wegen so wenn so Weihnachten war oder Geburtstag. Und da hat man so von allen mal ein bisschen Cash bekommen und da hat sich das so summiert. Aber dann ist das auch ganz schnell wieder draufgegangen für irgendwie so ein PC oder Setup oder was auch immer. Oh, wir hatten auch wir hatten so ein vergeektes System, was Taschengeld angeht. Oh mein Gott, mein Vater hatte das System hier. Eine Woche hat 7 Tage. Digga, das war so eine Allmann. Also das war wirklich Allmann vom Allerfeinsten. Digga, das war wirklich krass. Wir haben am ersten Tag 50 Cent bekommen, wenn wir keine Scheiße gebaut haben. Und ich weiß gerade nicht, wie es richtig ist. Oder 25 Cent. Am ersten Tag 25 Cent bekommen. Dann am zweiten Tag 50 Cent bekommen, wenn wir keine Scheiße gebaut haben. Das ist so mäßig Streak. Dann dritte Tag 1 Euro. Dann 1,50 und dann 2. Und wenn du bei 2 geblieben bist, hat sich das auch nicht mehr geändert. Du hast die ganze Zeit 2 pro Tag bekommen. Aber sobald du Scheiße gebaut hast, warst du bei 0 und musst wieder von vorne anfangen. Ich weiß aber auch nicht, ob es pro Tag oder pro Woche gab, weil das wüsste ich gerade nicht. Aber das war so mäßig, dass wir keine Scheiße bauen. Aber ich sag, der hat wirklich gemacht, was er wollte, Digga. Der hat Owner-Abuse gemacht, Retalk. Digga, also wenn der richtig abgefuckt und einen schlechten Tag hatte oder wenig Geld. Ach ja, hier, du hast das und das nicht gemacht. Ja, hier 0. So, und dann, Tag davor hatte ich irgendwie meinen Bruder totgeschlagen, Digga. Ach, nicht so deep, Digga. Hier kriegst du deine 2 Euro. So, das hat gar keinen Sinn gemacht, Digga. Geiles System. Ja, aber es war wirklich so. Also es war eigentlich was ein Goated-System, wenn man jetzt drüber nachdenkt, aber als Kind hat es halt abgefuckt. Studiere und gehe auf zu viele Konzerte. Buffe carried, bin 19. Ja, aber ich sag ehrlich, gib aus für Konzerte. Gib aus. Konzerte werdet, sag ich. Mach es. Bin selbstständig und spiele auch manchmal ein bisschen Shuffle. Online-Casino. Ist aber auch nicht richtig mein Geld, muss ich wieder investieren in meine Firma. Also so richtig davon sind wir ca. 3.000 und muss jeden Monat 200 Claude-Rechnungen bezahlen, manchmal sogar 500 wegen API. Und weil ich's, ja okay, also so wie der redet, der hat auf jeden Fall Ahnung, Digga. Bruder, Gänsehaut. 7.000 Euro Bitcoin. Geisteskrank. Der Screenshot ist schon ein bisschen älter, kann das sein? Ja, der ist ein bisschen älter. Ich wollte gerade sagen so, hä?
Bitcoin 103.000? Habe ich irgendwas verpasst? Kurz Hoffnung gehabt, Digga. Scheiße. Och Mann, ich hab mich voll gefreut gerade. Alle beim Restaurant zur goldenen Möwe gelassen. Perfekt, Digga. 20 Cent. Gönn dir, Bro. Bin umgezogen, Kaution und Miete haben reingekackt und meine Kaufsucht auch. Digga. Also, ihr habt ja alle kein Geld. Ja, 1000, danke. Danke, Josu, dass du den Average hochziehst. Digga, Rossmann so teuer. Was hast du gekauft, Rossmann? 51 Euro. Was hast du gekauft? Was hast du gekauft? Das ist halt die Frage. Nein, also Retalk, bitte. Was Raphael sagt. Wenn ich euch einen bitte, man denkt sich so, ja, hä, hast ja recht. Bro, geht nicht ins Minus. Bitte. Es gibt nichts Einfaches, als nicht ins Minus zu gehen. Solange ihr Essen und so habt, ne? Wenn ihr gar kein Essen habt und ihr müsst unbedingt essen, dann geht essen, aber dann geht auch nicht jeden Tag ins Restaurant essen oder euch einen Döner holen, sondern geht halt in einen, weiß ich, irgendeinen Superladen und holt euch da einfach billiges Food und kocht euch irgendwas. Aber geht nicht ins Minus. Das ist so dumm, Digga. Das ist so dumm. Superladen, Bruder, ich hab gesagt, ich kann heute nicht reden. Oh mein Gott, wie heißt es dann? Supermarkt. Du Maus, das Geld aus dem Fenster werfen, dass es bei der Tür wieder reinkommt? Ja, guck mal, und jetzt macht man den, du hast leicht reden, du hast viel Geld, bla bla bla. Du Bastard, Digga, ich hatte doch auch kein Geld damals, du Schwanz, Digga. Denkst du, ich komme auf die Welt mit 100.000 oder was? Junge, ich bin nie ins Minus gegangen. Ich hatte auch ähnliche Konto, Digga. Ich bin nie ins Minus gegangen. Das kam nie in Frage für mich. Mein PC war am Arsch. Ich wollte die ganze neue PC haben. Ich habe gespart. Ich habe nicht gesagt, ja, ich gehe jetzt ins Minus, Digi. Meint er nicht eben, er ist 500.000 im Minus? Bro, dieses 500.000, okay, stopp. Dieses 500.000 im Minus ist eine andere Sache bei mir gerade. Das ist nicht dieses, man geht ins Minus, das ist Minusbank. Ich habe einen Kredit genommen. Kredit ist was anderes. Ich habe Kredit genommen für Haus. Das ist ja eine Investition. Ich habe jetzt keinen Kredit genommen, um mir ein neues Auto zu holen. 78 Euro, ja, ist aber tamam. 38, ist tamam. Werden noch 13 Euro abgebucht wegen Maggis. Hä? Aber wird das nicht instant abgebucht? Digga, er hat einfach gesagt, ja, macht auf Rechnung bei Maggis. Nicht immer? Achso, okay, krass. Ich achte da nie drauf. Digga, geht einfach zu Maggis. Bestellt sich Big Mac Menü. Ja, schreibt mir eine Rechnung. Schreibt mir eine Rechnung. Hatte mal 2K, hab es aber für einen neuen PC ausgegeben. Ja, ist valid aber. Urlaub wird knallen. Digga, wie viele Konten hast du bitte? Geschäftsanteile, Tagesgeldkonto, Wertpapierkonto, Hauptkonto. What the hell? Ja, das sieht stabil aus. 127, ja, valid. 1 Cent. Ja. Reicht gerade noch so für rein Rotlichtviertelbesuch. Alex, 25 Jahre, nur Konto-Depot zeig ich nicht. Warum nicht, Alex? Warum nicht? Zeig doch, Alex. 16.000, nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Jo, 0 Euro, perfekt. Weißes T-Shirt mit Y2K-Aufdruck mit Kapuze. Jo, das war dann ein weißes T-Shirt zu viel. Bin 14 Jahre und alles selbst erarbeitet. Wow! 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 W! Er zockt wahrscheinlich irgendwelche Pedos auf Snapchat ab. Geil! W, Bro. Er geht mit Anzug zur Schule. Bin noch Azubi in der Pflege, aber aktuell in Prüfungsphase. Ja, das Para wird kommen. Obwohl Pflege W-Beruf, aber zu wenig bezahlt. Aber 200 ist tamam. Hab Ferienjob, Geld, 800 Euro ausgegeben, bevor ich es bekommen habe. Nehme Geld immer von Sparkonto, was ich nicht benutzen soll. Weiß nicht, ob meine Eltern es so lustig finden, wenn die ganzen Pakete ankommen. Ach, Digga. Bro, das hatte ich auch. Ich hatte auch Sparkonto. Und die meinten die ganze Zeit, du darfst das erst benutzen, wenn du 18 bist. Und ich habe mich dran gehalten. So schwer ist es nicht. Ihr müsst eure Kaufsucht im Griff haben, Leute. Wie hat der PayPal das Konto mit 14 und wie kann er seinen Twitch-Stream schauen mit 14? Naja, mit 14 Twitch ist valid und mit 14 PayPal ist nicht valid, aber sein Vater einfach. Hatte ich auch damals. 141 Euro in Shein ausgegeben. Tamam. Schon 23 Cent gespart, Studentenlife. Tamam. Ey, BAföG. Das wird bestimmt noch was. Take-Two. Position 113, Performance 2. Ja, ist nicht so deep, Bro. Oder vielleicht doch. Nein, das geht alles nochmal hoch. Bruder, bei mir, du willst nicht wissen. Bei mir, ich bin all in all, seit ich rede jetzt nur von Krypto. Aktien bin ich, glaube ich, im Plus. Nur von Krypto, all in all, seitdem ich investiert habe, bin ich geisteskrank im Minus. Geisteskrank. Aber das geht bestimmt alles wieder hoch. Wir sind gerade im Krypto-Winter, Leute. Das geht bestimmt alles wieder hoch. Das geht alles hoch. Doch, Leute, vertraut. Long-Time-Invest, rede. Vor 20 Jahren war ein Bitcoin nix wert.
dann war es eine Pizza wert, dann war es ein Auto wert und in 5 Jahren ist es eine Burg wert. Vertraut mir, Leute. Nein, Spaß, keine Ahnung. Macht, was ihr wollt mit eurem Geld. 33 Cent gearbeitet. 6.000, Alter. Holy shit, nicht schlecht. Digga, kein Sub. Warum nicht? Gönn doch mal. Ich glaube, man merkt, dass ich nicht so gut sparen kann. Ach du Scheiße. Du kannst wirklich überhaupt nicht sparen. Digga, du warst bei 1100, du warst richtig oft bei so 500 und du hast instant wieder ausgegeben. Digga, Bro, geht nicht. Wurde dein PayPal nicht mal früher gesperrt, als du noch 17 warst? Jo, das stimmt. Ey, aber nicht minus, ja, stimmt. 14 by the way, von 3 Monaten noch 75 gearbeitet. Bald weniger wegen Führerschein. Du bist so, du wirst alles weghaben. Da wird alles weg sein. Aber du wirst frei sein, obwohl du hast kein Auto. Nein, wirst du nicht. 200 Euro wurden mir noch abgezogen, aber Gehalt kommt ja diese Woche. Haha. Ey, Ende des Monats. Rede. 17 unemployed G2G carried. Grüß mal bitte Edi. Ja, mach ich. 600, kann man machen. 74 Euro gearbeitet, 95 Cent gearbeitet. 74 Cent, sorry. Oh, aber jetzt, hier kommen die Reichen gerade. 1600, tamam. Als 17-jährige Schülerin nicht bad. Überhaupt nicht bad. Überkrass. Muss für Führerschein sparen. 3K viel zu teuer. Oh, spar noch weiter. 5 Jahre. Unter 20, by the way. In ein paar Wochen kommt nochmal 1,5K dazu wegen Ferienjob und hab 2K in ETFs. Alter! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Bitcoin, Ethereum und Litecoin. Litecoin. Litecoin bin ich auch drin. Ich kann ja mal sagen, wie viel Minus ich da habe. Holy TikTok-Combo. Nein, ich sag, Bitcoin, Ethereum ist so Standard, aber ja, Litecoin ist TikTok-Coin, Digga. Bro, mein Portfolio ist wirklich TikTok sein Urgroßvater, Digga. Hä, ich hatte mal Litecoin. Wo ist Litecoin? Okay, ich hab doch kein Litecoin. Habe ich alles verkauft gehabt? Hä? Kein Litecoin. Was laberst du? Aber ich habe Solana, ich habe Chainlink, ich habe Filecoin. Okay, pass auf. Filecoin und Polkadot war von der Ära davor noch. Checken. Die habe ich immer noch. Die werden auch nicht mehr hochgehen. Filecoin, Polkadot. Dann habe ich Pepe. Pepe-Coin habe ich. Was? Ja. Um Himmels Willen. Cardano habe ich. Bitcoin Cash habe ich damals einen richtig guten Griff gemacht, sage ich. Also einen richtig guten Griff. Aber ich glaube jetzt all in all tot. Ja, nee. Aber Bitcoin Cash bin ich damals reingegangen, hab mir 3 Stück gekauft, dann sind die geisteskrank hochgegangen, hab alle verkauft. Das war wow. Wow. Dann Zeta Chain, keine Ahnung, das ist Shiba Inu habe ich. The Sandbox habe ich. Luna Classic. Checken. Ja, der Rest ist einfach so. Aber meine größte Position Bitcoin und Ethereum. So wie es sich gehört. Ich habe Trump-Coins. Ach du Scheiße, werd dir ins Gehirn geschissen. Mit 14. Alter. Auch nicht schlecht, Digi. Nicht schlecht. Läuft nicht so gut? Och, 112 ist okay. Was? Roblox, Wachs ein Imperium, Robux-Paket, 6.000 Euro. Oder hört doch auf, Digga, wirklich. Was ist nix ist mit meinem Roblox-Game passiert. Ich hab kein Roblox-Game, es gibt es nicht. Hört einfach auf, Digga. Ich hab einen sehr erfolgreichen Minecraft-Server, wie wär's, wenn wir darüber reden? Darüber redet aber keiner, weil erfolgreich. So, als Schüler ganz zufrieden, aber bald Führerscheinprüfung knallt, wenn ich nicht bestehe. Ja, 800 ist aber Mashallah, Bruder. Aber ja, Führerschein, schöne Digi. Bin 22, es waren vor kurzem noch 40k, hab aber immer Führerschein bestanden und mein erstes Auto gekauft. Digga, du Bastard, du bist so geil. Junge. Holy shit, Digga. 20k, Bruder, er hat eigenes Auto. Mashallah, dir geht's gut, Bruder. Mashallah, dir geht's gut, Digga. Wow, stark gemacht, Bruder. Wann kommt das? Digga, niemals. Bro, irgendwann kommen Aktien auf Hugo S&P, da kann man so in Aktien reingehen. Gänsehaut. Mach? Nee, ich glaube nicht. Also, das gibt es ja quasi schon. Also, halt Asian Debris, Gilded, Elytra. Das gibt's ja schon. Das ist ja theoretisch Aktien. Das sind ja Aktien. Gehst du auf Hugo S&P Market. Das ist ja quasi, guck mal hier. Das sind Aktien, Bruder. Hier, Asian Debris ist das. Digga, was war denn hier los, Digga? Bitte, ganz kurz, was war hier los? Digga, hä? Was war da nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. 27. April. Crazy Meta? Was war da für eine Meta? Corona? Bro, da war nicht Corona? White Bad. Da könnt ihr short gehen, Leute. Vertraut mir.
Endcrystal. Digga, bei Endcrystal bin ich low-key enttäuscht, wie langsam die Kurve ist. Ich hätte wirklich gedacht, die geht so. Aber die geht halt wirklich ganz langsam hoch. Ganz langsam. Ich check nicht, warum. Und trotzdem spielen richtig viele Leute Crystal. Man findet doch viele Asian, was geisteskrank ist. Digga, ich wünschte, es würde so eine Server-Stats geben, wo drin steht, wie viele Crystals gepoppt wurden. Digga, das müssen ja schon. Wie viel müssen das sein? So 100.000 mindestens. Also ist ja... Also ich sag sogar mehr. Ich sag 500.000. Okay, 500.000 vielleicht nicht, aber... Digga, das ist schon viel. Wofür Kredit aufgenommen? Die Einnahmen reichen doch. Ey, Wallabilla, ja. Oh mein Gott, Digga. Hatte 300, aber wegen dem Kollegen habe ich nichts mehr. Minus die 220 für Laptop sparen. Jo, perfekt. Ey, habe ich auch einen guten Kollegen, der mir ungefähr 140 € versemmelt hat. Grüße gehen raus an Kanjuji an der Stelle. Diese Maus hier geht nicht mehr, beziehungsweise geht nur noch mit dem Kabel. Aber ich hatte keinen Bock auf ein Kabel, deswegen muss ich mir diese Maus hier kaufen. Weil er meinen scheiß Adapter einfach auf der Gamescom-Laden rumliegen hat. Ist okay, Kanjuji, ist okay. War ja nur die von Faker, die 300 € gekostet hat. Ist okay. Ist okay, Bro. Sein LA-Trip erstmal Tag 2 abgebrochen. Ja, Digga. Hey, Banani! Bezahl mir den LA-Trip. Ich mach richtig geile Streams. Ach, Tag 2, kein Bock mehr. Ich flieg jetzt nach LA und mach Urlaub, Digi. Wallah. Krank, Digga. Banani soll mir mal Urlaub bezahlen, Alter. Ey, Banani, du kannst gerne Streamer-WG bezahlen, wenn du willst. Digga, Streamer-WG wird mein Ruin, sage ich jetzt schon, Alter. 8K in Aktien, das ist für Taschengeld und den taktischen Rewe-Besuch nach der Schule. Ich weiß, dass ich blessed bin. Boah. Blocko, sorry, ja. Sorry, man. Sorry, Blocko. Temo-Grafik-Schere, Digga. Einer hat Screenshot 20 Mal gemacht, Digga. Junge, warum sieht der Screenshot so aus? Ja, 80 €, tamam. Was? Hab nur Modrint? Hä? Er schickt Modrint-Konto? Digga, ich wusste nicht mal, was Modrint-Konto hat, Digga, hä? Was ist das für ein Scheiß? Was kann man auf Modrint kaufen? Ah, wenn man selber Mods macht. Ah, man kann da Mods verkaufen? Toggle Sprint aufs Konto installiert. 406,7, ja, valid. Leben ist hart und schon wieder Minus. Ja, okay, 88 Cent Minus juckt nicht. Das hatte ich auch mal bestimmt. 17 Jahre. 17 Jahre? 15.000? Was laberst du? Warum? Wie? Wie, Bruder? Digga, was? Er macht sicher Songs erraten. TikToks? Ey, kann einer, der sich mit TikTok auskennt, ausrechnen, wie viel wichtiger gerade verdient im Monat? Der sagt mir das immer noch nicht. Warum sagt er das nicht? Ja, weil das so viel ist, dass er mittlerweile nicht sagt. Wenn er so wenig macht, in Anführungsstrichen, dann sagt er immer. Aber jetzt, wo er so richtig viel hat, ihm ist peinlich, weil so viel ist. Er hat max 1K gemacht. Bruder, der hat Maximum 10.000 gemacht. Ich küsse dein Herz. Pro Monat. Jugendkonto. 480 Schweizer Franken. Bro, du bist Schweizer. Das ist peinlich, Bro. Peinlich, Bruder. Was läuft bei Julian? YouTuber, by the way. Minus 3.600. Ja, der macht 2 Videos und hat sie wieder drin, Digga. Selbstständig, seitdem ich 16 bin, jetzt 23, Gate-Reading nicht so wichtig, sondern die Leute, die man auf dem Weg trifft. Hätte ich auch gesagt mit 262.000. Genau das gleiche hätte ich auch gesagt damit, Digga. Bro. Nein, aber er hat recht, Leute. Er hat recht. Man hat zwar jetzt gerade noch Probleme mit Geld und jeder wünscht sich ein bisschen mehr Geld, damit die Probleme weg sind. Aber am Ende des Tages ist Geld wirklich nicht wichtig, sondern die Leute um dich herum. Was bringt dir das ganze Geld auf der Welt, wenn du es mit niemandem teilen kannst? Ich habe nämlich das Problem. 2 Häuser und in den 2 Häusern bin ich alleine. Ich bin immer für dich da. Ey, komm zu besuchen, Bro. Ich muss mein Geld mit Faki teilen, dann lieber mehr Geld. Was laberst du mit Faki teilen? Hast du wieder Glückskekse gefuttert, dass du solche Dinge raushaust? Nee. Bro, checkt ihr das? Dass die Odds... Ich hatte mal... Mein letzter Glückskeks war so scheiße, dass da nichts drin war. Ich hole einen Glückskeks, ich breche ihn auf, kein Zettel für mich drin. Wisst ihr, was die Odds dafür sind? Digga, da war einfach kein Zettel drin. Die wollten sagen, dass du keine Zukunft hast. Ja, ich habe wirklich Angst, dass ich nicht... Ich habe letztens mit einer Homie drüber geredet. Ich habe Angst, dass ich früh sterbe. Ich habe Angst, dass ich in den nächsten 1, 2, 3 Jahre sterbe. Ich kann gar nicht in die Zukunft schauen. Ich kann mir mein Leben nicht vorstellen in einem Jahr. Gar keine Ahnung. Club 27, sag's nicht, bitte sag's nicht. Nicht Club 27, bitte. Ich schwöre, wenn ich 27 bin, ich kapsel mich ein in meinem Haus und mache nix. Ich mache nix.
bis ich 28 geworden bin. Zukunft selbst gestalten, du brauchst keine vorgefertigten Spruch, denn du hast dein Leben und deine Zukunft komplett selbst in der Hand. Der Moment der Stille. Manchmal soll man einfach innehalten und den Augenblick genießen, anstatt nach Weisheiten zu suchen. Was laberst du, Julian? Niemals. Niemals. Der macht nicht 114, der bewegt nicht seinen Arsch auf dieses Setup und actet dann für $114. Macht er nicht. Nein, macht er nicht. Ich schwöre, das ist zu 100% real. 6, 7 Euro. 1400 Euro. Perfekt. Ja, so well ist. Also 0 Euro, bin 15 bei Neue. Kannst du bitte aufstellen, weil warum nicht? Nö, gar keinen Bock gerade. Alles für Mac ist ausgegeben, ich bin nicht fett. Dicker. Bro. Bro. Digga, das ist krass. Das ist crazy, Bro. Oha. Ach, ich dachte gerade 75.000, Digga, 75. Okay, alles in Hugo SP investiert. Guter Junge, braver Junge. Mach Sitz. Guter Junge. Wer ist mein guter Junge? Du bist mein guter Junge. Sorry. 1 Euro. Tot. So, weiter geht's. 69 Euro. Gib 2 Euro aus, bitte. 18 Jahre alt. Es werden jeden Monat 30 Euro abgezogen von so einer China-Website, die ich nicht kenne. Spare auf einem BMW E46 und Fahrerlizenz. Fahrerlizenz? Du meinst du Führerschein? Fahrerlizenz? Was labert er? Du hast gesagt, wir sollen was dazu schreiben. Also, habe ich glaube so 1,4K für YouTube-Video-Organisation und Epidemic Sound USW ausgegeben. Hat sich mit YouTube nicht gelohnt, weil die meisten Views unmotorisiert waren, aber die Spotify Reuploads haben ein bisschen gerettet. Bro, ich sag dir, guck mal, wenn du mit YouTube so anfängst, Bruder, bitte verballer nicht dein ganzes Geld da rein. Mach viel, aber nicht ganz alles. Aber Spotify ist ein guter Hinweis gerade. Ich will mal gucken, wie ich mit Spotify gerade noch mache. Spotify ist wirklich, also ich sag ehrlich, Spotify ist das respektloseste, was es gibt, glaube ich. Also wirklich. Spotify, du lädst Sachen hoch, die du eh schon auf YouTube hochgeladen hast und verdienst einfach Geld damit. Das ist wirklich so respektlos. Ja, Spotify ist mal runtergegangen bei mir. Dodo wird entlassen, glaube ich. Dodo, was soll das hier? Was sehe ich hier gerade? Das geht hier runter alles, ne? Sagt der Uncut-Channel. Ui. Warte, Leute, das ist hier gerade wichtig für mich, ja? Oh, nee. Uncut geht hoch. Loki. Ah, nee, doch. Nee, diesen Monat nicht. Ah. Digga, warte mal, hat Cracksbar gerade geschrieben, Jylens scheiß ich Geld? Hey, Leute. Ich hab zwar seit 2 Monaten nichts mehr hochgeladen, aber wollt ihr 1 Stunde lang gucken, wie Papa Platte sich TikToks anschaut? Leute, ja, oder? Leute! Du Schwanz, Alter! Digga, du machst... Oh, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld du damit machst. 17er RPM, jetzt du nochmal? Du kleiner Bastard, ich schwöre, du pisst so viel Geld, du Wichser. Oh mein Gott. Ich sag, Crackspy verdient mit seinem Channel... Sagen wir, Papa Platte irgendwann macht Comeback. Crackspy verdient nur mit seinem Channel mehr als ich mit meinen 5 Channel zusammen. Krank. Jetzt schon so. Bastard. Könnte schlimmer sein. Ja, du könntest theoretisch 0 haben, ja, das stimmt. Kann nicht mal was dazu sagen? Geh bitte arbeiten. Such dir eine Arbeit, such dir einen Ferienjob. Es sind gerade Ferien, hol dir einen Ferienjob. Arbeite einen Monat und bitte geh aus dem scheiß Minus raus. Oh mein Gott, Digga. 13 Euro, 138 Euro, tamam. Der Rest ging in Hugo SMP und Twitch Subs, so wie das wahrscheinlich auch auf meinem Konto ist, aber auf jeden Fall mehr. Ja, tamam. Ey, okay. Tamam, ich bin fertig mit gucken. Ich kann keine Kontostände mehr sehen jetzt, Digga. Reicht.